Tabfroen mit denen Mehrheits beschäftigen, und ich meine noch mit denen große Majorität von der Leute draußen sich beschäftigt, lo 400 Tripartit, das sind auch immer dieselben Frohen wie die 4 Runden Wahlen. Wieners Schuld und der Krise, was sind Ursachen von der Krise, wie kommen wir raus, und wie können wir verhindern, dass an Zukunft so Krisen auf uns zukommen. Aber für allem natürlich, wir bezielt. Die eng, die uns kräftig bezahlt, und zwar die nicht schuld sind unter Krise, und die anderen, die säckeln schon kräftig an, obwohl das Angesäckels jo eng von der großen Ursache von der Krise war. An den letzten Jahren sind Steuern auf dem Revenu vom Kapital drastisch aufgesagt gehen. Den Tod von der Körperschaftssteuer, Steuer auf die Beneficer von den Betrieben, als Ball halbiert gehen, von 40 auf ein bisschen mehr wie 20%. Die Spitzensteuersatz auf den höheren Revenuen als aufgesagt gehen von 56 auf 38%. Das konkurrenzlos weiter breit, die Vermögenssteuer als aufgeschafft wird. Ich hatte dem Frieden sein Sozialstaatskläschen nach an den Ohren. Du hatte man in der Chambre ein Gesetz über die Diebschaftssteuer, die auch bei Eis konkurrenzlos niedrig ist. Wir sind ein von den wenigen Ländern, wo ihr bei einer nicht direkter Erbschaft nicht viel, aber einer direkter Erbschaft kein Cent Steuern bezielt, auch von den 10 Villan, 3 Schlösser oder ein paar Aktien von 10 Millionen Euro erbt oder da alles zusammen. Ich habe den Minister gefragt, ob nicht ein bisschen Spielraum wäre für mehr Sozialgerechtigkeit. Er hat mir geantwortet, die Nichtbesteuerung von der direkter Erbschaft hat heute zu Lützeburg dazu gefeiert, eine solide Mittelschicht zu konstituieren. Und ganz dezidiert gesagt, es kommen keine Steuererhöhungen froh, halt auf keinen Fall, aber auch noch nicht. Für dich kommen Sozialtransferen, ist es noch immer ausdrücklich, natürlich für zu streichen, für was das ist. Und ganz zum Schluss, wenn wir am Ende von einer selektiven Sozialpolitik gekommen sind, wenn Sozialepicerien überlaufen sind, dann denken wir vielleicht daran, den Mindestlohn zu erhöhen oder ein ganz bisschen unter Steuerschraube bei den Reichen zu drehen, aber um Gottes Willen auch nicht bei den Beneficer, weil es geht als hellisch Kompetitivität bei der Teufel. Es schenkt vergisst zu gehen, der Reichtum wird geschaffen von denen Leuten, die schaffen. Nachdenken. An Verdelung von dem Reichtum geschieht auf 2 Niveauen. Die Primärverdelung, wie die Ökonomisten sagen, da das direkt Niveau von der Produktion zwischen den Löhnen auf der einen Seite und den Profiten auf der anderen Seite. An die zweite, da das für allem Niveau von den Steuern, mit denen öffentliche Services, also Sozialdienstleistungen bezahlt gehen, und ob die Jitfrieden dann Zugang hat, doch unabhängig von seinem Einkommen ist. Zu dem ersten Punkt, auch heute zu Lützeburg, wissen die Löhne, ob Jahren, haben wir just heute auch gesehen, mehr los wie Produktivität, mehr los wie Beneficer, und auch die Steuern, haben wir just gesehen, erfüllen immer mehr hier Funktion, hier Sozialfunktion, das heißt eine Verdelung von oben nach innen. Dabei fragt kaum ein, wo die höchsten Revenuen an Beneficer, die von der Steuer verschont gehen, eigentlich hingehen. An Produktivinvestissementen mit der Schaffung von Arbeitsplätzen oder an den Luxuskonsum, an die Immobilienspekulation, an Finanzspekulation. Am Platz von der berüchtigten selektiver Sozialpolitik
soll die Regierung sich lieber Gedanken machen über den selektiv Steuerpolitik. Am Platz Steuergeschenke mit der Gießkanne zu verdelen und die sie nicht nötig haben. Die Frage von der Verdelung taucht heute zu Lützeburg immer nimmer op als Verdelung zwischen den Lohnaufhängigen selber, zwischen den Aktiven an den Rentner, zwischen den Leuten am Privat, an denen am öffentlichen Sektor, zwischen den ganz Armen, an denen ein bisschen Männer armen, zwischen den Arbeitslosen, an denen die nach einer Arbeit tun, aber nie oder quasi nie zwischen den ganz Reichen an dem ganz Recht, das heißt zwischen dem Kapital an der Arbeit und zwischen den Revenuen vom Kapital an der Revenue von der Arbeit. Für eine paar Tage hatten wir in der Chambre eine Diskussion über Armut zu Lützeburg. Und noch da wird nicht mehr die entscheidende Frage von der Verdelung gestaltet. Wenn heute zu Lützeburg die 10% Working Poor gibt, also Leute, die zwar einen Arbeitsplatz haben, aber an die Armut fallen, da müssen die Löhne rup. Wenn in heute zu Lützeburg vom Mindestlohn kaum leben kann, dann muss der Mindestlohn erhöht gehen. Aber wenn die Arbeitslosigkeit eine von den großen Ursachen von der Armut ist, da muss man eine Kohärenzstrategie gegen die Arbeitslosigkeit entwickeln. Und das heißt ja, dass wir an erster Stelle alles müssen erholen, dass die Arbeitsplätze, die bestehen, erhalten bleiben. Zum Beispiel durch mehr eine starke Protektion gegen Entlosungen und Betriebsschließungen. Und David hat für Druck gesagt, effektiv, das kann ich nicht mehr abzählen, ich schon drauf pur. Weil effektiv mengt den das wären soll. Und sind sie natürlich nicht all. Catena, Villeroy, Dickrich, Deleuze, sind sie nicht all. Oder Dexia. Dexia, die man bei diesen Steuern gerettet hat, möchte am Jahr 2009 ja 220 Millionen Euro Benefiz, 2,5 Mal mehr wie am Jahr 2008, also 400 Krise. Und aber baut auch Dexia Bill Arbeitsplatz auf. Ich muss euch sagen, ich bin erfeiert, mit welcher Passivität als Regierung an als Chambre reagieren auf die Zerstörung von Arbeitsplätzen und auf den sozialen Aufbau. Es sind erfeiert, wie das an diesem System höchsten Organ von unserer demokratischen Souveränität seine Verantwortung aufgeht. An 3 Jahren muss das Budget vom Staat null, das Budget vom Staat 0 von 0 abgehen. So steht es am aktualisierten Stabilitätsprogramm, den der Minister Frieden, ohne mit irgendeinem anderen zu schwätzen, auf Brüssel geschickt wird. Es gibt bekanntlich auch Ökonomisten, die das Gleichgewichtsdogma 0 von 0 mit dem Budget sind, auf Vorstellen für allem, wenn es darum geht, aus einer Krise herauszukommen. Gespürt wird aber auch nicht überall. Budgets lag hin oder hier, wir legten als aber ein Militärflieger, warte genau Kaschmengen, ich weiß man noch nicht, aber dürften so die 150 Millionen Euro sind, so verbesserte Claude Franz mich. Ein Militärflieger, den jedenfalls der privatisierte europäische Rüstungsindustrie sicher ein gutes Batz Geld bringt. Aber als Renten vielleicht auch, weil es kann ja gut sein, dass auch bei Airbus Aktien aus einer Rentenreserve platziert sind. Sind sie. Also Europa muss abrüsten, so steht es ja am Lissabonner Vertrag, aber wir verdienen alle guten drin.